Hallo, moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, wir treten am kommenden Wochenende beziehungsweise am Samstag um 15:30 Uhr gegen den FC Augsburg an. Und wir werden ein paar Worte zu diesem Spiel verlieren und auch natürlich auch ein paar weitere Infos mit einstreuen. Ja, fangen wir direkt mal mit der wichtigsten Info dieser Woche an. Die Marktwerte unserer Spieler sind gestiegen. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit sehr oft über Said El-Mala gesprochen, auch im letzten Video. Und ja, sein Marktwert ist nahezu explodiert. Mittlerweile 18 Millionen und dadurch auch der teuerste FC-Spieler geworden. Dass ich auch so viel über ihn rede, liegt einfach auch daran, vielleicht nicht unbedingt auf der Hypewelle mitzuschwimmen, aber ich sag mal so, jetzt haben wir mal wieder endlich so eine Art Starspieler, einer, der die Massen begeistert. Und diese Begeisterung teile ich. Ich bin froh, dass wir endlich wieder so einen Filigrantechniker in unserer Mannschaft haben. Auch wenn Lukas Kwasniok ihn, was ich natürlich absolut nachvollziehbar finde, im kommenden Spiel gegebenenfalls etwas schonen wird. Das ist jetzt noch nicht offiziell durch. Wir wissen es erst eine Stunde vor Spielbeginn. Weitere Marktwerte, die gestiegen sind, sogar Raf Vandenberg, der frisch zu uns gewechselt ist im Sommer, ist von 4,5 Millionen auf 8 Millionen gestiegen. Und das, obwohl er so schnell verletzt war. Aktuell immer noch verletzt ist. Isak Johannesson auch zu Recht gestiegen auf 10 Millionen. Erik Martel, das war sowieso eine Frage der Zeit, ist von 6 Millionen auf 8 Millionen gestiegen. Wobei ich auch bei ihm eine 10 Millionen Steigerung hätte nachvollziehen können, weil nach wie vor ein unglaublich guter Spieler. Auch Jakub Kaminski hat vollkommen vom Transfer zum 1. FC Köln profitiert. Marktwert gestiegen um 2 Millionen von 6 auf 8 Millionen. Jan Thielmann von 5 Millionen auf 7 Millionen. Auch Sebastian Sebulonsen von 2,5 Millionen auf 4 Millionen. Und was mich am meisten überrascht, obwohl ich ihn in letzter Zeit auch wieder zu einem neuen Opfer der Kritik erklärt habe, ist sogar Joel Schmid, dessen Spielweise ich doch hin und wieder mal recht riskant finde. Aber trotzdem, wie ich gerade hier sehe, von 2 Millionen auf 3,5 Millionen gestiegen. Und von daher muss ich sagen, die meisten Spieler von uns haben ihren Marktwert steigern können. Marvin Schwäber habe ich jetzt gerade hier nicht zur Hand. Ich will jetzt auch nicht hier das Video zum Scrollen unterbrechen. Sogar er hat seinen Marktwert gestiegen. Und ja, bin ich mal gespannt, inwieweit es damit weitergeht. Das hat ja nicht nur damit zu tun, irgendwie Geld zu verdienen mit diesen Spielern, sondern einfach nur, dass es auch eine gewisse Form von Respekt einflößt gegenüber anderen Mannschaften. Und du weißt ja nicht, was für einen psychologischen Effekt so etwas haben könnte letzten Endes. Ja, kurz und knapp direkt mal zu unserem kommenden Gegner, den FC Augsburg. Die ganzen Anspielungen auf Puppenkiste und dergleichen, das spare ich mir auf für das Auswärtsspiel. Aber gut, Augsburg jetzt schon seit einigen Jahren in der Bundesliga dabei. Ich bisher habe gute Erfahrungen mit Augsburg gemacht. In den letzten Jahren vor Ort zumindest keine einzige Niederlage mehr erlebt, weder heim noch zu Hause. Das letzte Mal haben wir in der Saison 21/22 gegen Augsburg verloren. 2:0 war das dann, noch unter Steffen Baumgart. Und seitdem haben wir eine verdammt gute Serie. Wir haben seitdem nicht mehr verloren. Da haben sich Siege und Unentschieden in dem Fall abgewechselt. Und mal gucken. Ich habe ja auch beobachtet, dass bei Augsburg so eine gewisse Krise eine Zeit lang da war. 4 Spiele hintereinander verloren gehabt. Auch der Trainer Sandro Wagner wurde relativ schnell in Frage gestellt, aber der Turnaround kam schon beim letzten Spiel. Da haben sie gegen Wolfsburg gewonnen und sind jetzt aktuell auf Tabellenplatz 14. Mert Körmür ist der beste Scorer bei ihnen. 2 Tore und 2 Assists nach 6 Spielen. Das ist natürlich so der Spieler, der bei denen jetzt an diesem Wochenende im Fokus stehen wird. Ja, man kann ja das sehen mit Augsburg, wie man will, mit deren Anwesenheit in der Liga. Aber ich weiß nur bisher, wann auch immer ich in Augsburg war. Ich war jetzt insgesamt 2-mal hintereinander. Und das war immer relativ korrekt
vom Ablauf her, nee, dreimal hintereinander war ich bisher in Augsburg. Und das war immer relativ korrekt. Das Städtchen hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Okay, das Stadion kommen wir vielleicht beim nächsten Mal dazu, wenn wir da auswärts spielen. Hat ein bisschen was so, eher mehr so ein Vibe von einem Arbeitsplatz, weil es irgendwie wie ein Industriegebiet rüberkommt. Aber gut, bin gespannt, mit wie viel Fans sie anreisen werden. Aber ja, ich persönlich glaube, wir haben ganz gute Karten. Irgendwas sagt mir, dass wir jetzt den zweiten Sieg hintereinander einfahren. Deswegen, auch wenn ich nicht überheblich sein will, ihr kennt mich ja, ich tippe auch öfter mal gegen die eigene Mannschaft, aber irgendwas sagt mir auch, dass wir dieses Spiel zumindest nicht verlieren werden. Aber trotzdem, ich tippe jetzt mal auf Sieg 2:0. 2:0 ist dann in dem Sinne mein Tipp, den ich hiermit abgebe. Oder generell ein Sieg, selbst wenn es ein knapper ist. Ja, bevor ich dann die heutige Vorschau-Sendung beende, sowieso die Reactions sind da meistens interessanter, möchte ich noch einmal ein bisschen Werbung betreiben für Freunde von mir. Die kenne ich von Instagram und die haben mittlerweile auch einen Online-Shop, Cologne Designs. Sie haben mir ein paar kostenlose Sticker zugesendet. Und ja, mittlerweile haben sie auch entsprechend eine Website. Da könnt ihr nicht nur Sticker bestellen, sondern auch verschiedene Kleidungsstücke. Sticker, wie gesagt, in verschiedenen Größen. Auch über Instagram könnt ihr euch mit ihnen in Verbindung setzen. Der Link ist bei mir in der Videobeschreibung drin. Die könnt ihr euch gerne mal zu Gemüte fügen. Auch für die neuen Zuschauer, da erkläre ich meistens das Konzept der Serie. Ja, sorry, dass es jetzt keine so besonders spektakuläre Sendung war. Ich habe diese Woche eine Menge zu tun gehabt. Wirklich eine Menge. Und das Video, sagen wir es mal so, habe ich ein bisschen dazwischen geschoben. Wir sehen uns wieder zur Reaction. Die werde ich aber erst am Sonntag veröffentlichen, weil ich will das Spiel dann erstmal ein bisschen sacken lassen. Je nachdem, wie es verlaufen ist. Ja, und das war's auch dementsprechend erstmal mit diesem Vorschau-Video. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist sie alt.